Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. A schöne Teve, a guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das Rationach Meir David. Koidem will ich euch anwünschen, a gut gebencht Jahr und a gemar Chassima Teuve. Wir heben an noch einmal mit einem Interview, was wir haben früher übergegeben, mit einem Mensch, was wir haben früher rekordiert, was ist nifter geworden in die letzte Chadashim. Ben Lesser ist gewesen ein Leben gebliebener von Churban, geboren geworden in Poland und hat letztens gelebt in Nevada und ist gestorben im Alter von 96 Jahren, dem 23. September von dem Jahr, ein paar Tage nach Rosh Hashanah. Er ist geboren geworden in Krukke, Poland, hat gelebt der Zeit in Minkac, damals Ungarn, und ist deportiert in Auschwitz von dort. Und ihr werdet hören wegen der Sache von dem in dem Auszug von einem Interview, was wir haben für übergegeben im Jahr 2023. Das wird gedauern ein bisschen länger wie die andere, was wir haben schon übergegeben letzte Woche, um 30 Minuten. Und dann in der übrigen Zeit werden wir übergeben mehr weniger unser Programm von der letzten Woche mit 4 anderen, was wir haben verloren in Meschach von vergangenem Jahr. Derweil hat noch von unserem Programm hat gut gebencht Jahr noch einmal und gemacht Chassima Teuve und leichten Tannis. My name is Benjamin Lesser, or Benjamin Lesser. Wenn der Mohammed hat ausgebrochen, bin ich noch gewesen 10 Jahre alt. Ich habe gewohnt in Kruke in Krakau, Poland, sehr schöne Heim. Wir sind gewesen 7 Menschen in der Familie. Mein Vater, meine Mutter, 2 Schwestern und 2 Brüder. Und von der Familie auf 7, im Ganzen 2 von uns sind geblieben nach dem Mohammed. Ich und meine Schwester Lola. Lola ist auch ein Nifter geworden, aber
mit 5 Jahren zurück. Mein Tate Lazar Lesser, gehabt 2 Geschäften. Ein Geschäft ist gewesen, Fabrik für Wein und Syrup, kosher Wein und Syrup. Und hat auch gehabt a chocolate factory. Pishinger Chocolate ist gewesen mein Vater's chocolate company. Meine Mutter ist geboren geworden in Munkach, Hungary, in Munkach. Mein Vater ist von Krakau. Ich bin geboren geworden in Krakau. Und meine Schwestern und Brüder alle geboren in Krakau. Wir haben gelebt in Krakau in einem schönen Stieb, 3-stockige Haus. Unser Stieb ist gewesen auf der ersten Stock. Wenn der Milchome hat ausgebrochen, das ganze Haus hat sich geschockelt, also wie ein Earthquake. Okay. So, ich bin gelaufen zu dem Fenster, rausgekickt, und ich habe gesehen Tanks vorne auf das Gas. Und noch die Tanks, die waren gewesen, die Wehrmacht mit der Black Shoes und anyway. Ich bin auf 10,5 Jahre gewesen. Und ich habe nicht gewusst, was mein Vater, meine Tate hat sie reingerufen in einem Dining Room, in einem Essenszimmer, und gesetzt auf Bänklach und gesagt, all right, von jetzt an, du bist nicht Kinder, du bist große Menschen. Ich will nicht wissen vom Weinen oder Schreien, gar nicht. Du wirst dich zuhören und tun, was ich sage dir zu tun. Anyway, was wir haben übergelebt in Krakau vor 2 Jahren, ist eine Sache zu sagen. Sehr eine Sache. Noch 2 Jahre ist die Ordnung came out. Alle Jeden können nicht wohnen in Krakau. Ob du willst wohnen in Krakau, musst du reingehen in ein Ghetto. Ob du willst nicht reingehen in das Ghetto, kannst du fahren zu kleinen Städten. In der großen Stadt, jeden können nicht wohnen. Mein Vater hat gewollt reingehen in ein Ghetto. In seine ganze Familie, über 200 Menschen sind alle reingegangen in das Ghetto. Weil hat gepackt, das ganze Ghetto. Ein junger Mann ist gekommen, Michael Lieber, und ich says, gesagt, Herr Lesser, du weißt, dass ich bin verliebt in deine Tochter Lola. Und ich hoffe, sie zu verheiraten. Kommt zum derselben Stadt wie wir fuhren. It was called Nepalomitsa. My Vater instead was willing to go to Nepalomitsa. Entschuldigen mir für some English in dort. In Nepalomitsa haben wir gewohnt 1 Jahr. Und meine Schwester Lola hat verheiratet mit Michael Lieber. Noch kurz, sie haben sich übergezogen in ein Haus, ein Duplex. Der Mann, wo es hat gehalten, Duplex, ist gewesen der Mayor für Nepalomitsa. Und Michael und Lola in the anderen Apartment. Ein Tag kommt der Mayor heim und sagt, Michael, Lola, Ratovitz, what's happening? There's going to be a podlava. A podlava means a raid, that's Polish, for the Jewish, die jeden Nacht oder Morgennacht. Michael ist rausgegangen und hat gedingen, a Pferd mit
Führer. In the middle of the Nacht sind wir weg von dort. Und die einzige Platz, where wir können gehen, was Bochnia. Bochnia was a ghetto. Hat geheißen, wir haben gemusst da reingehen in the ghetto. In Bochnia Ghetto was sehr ein schlechter Ghetto. Gute Sache, als wir sind weggefahren, because dieselbe Nacht, ist gewesen in Podlava, und alle Juden haben sie genommen im Wald und sie haben geschossen, alle Menschen. Jetzt sind wir in Bochnia Ghetto und der Führer hat uns gelassen in die Gas dort und Michel sagt a Chaver von Cheder. The Chaver is a Polizei in the ghetto, a Polizei, jüdische Polizei. Sie haben nicht gehabt kein Gewehr, sie haben nur gehabt a Betan. Sein Name ist Farber. Farber sagt zu Michel, was tust du hier? Michel sagt ihm, was hat passiert in Japalomitze. Sagt, sorg dich nicht, ich will dir treffen, auf Platz zu wohnen. Und hat genommen Michel und seine Familie in Lola zu Haus. Und dann hat genommen mein Vater, meine Mutter und mein little Bruder und mich, die 4 von uns, genommen uns zu einem Haus, ein Stub, und dort gewesen 8 andere Menschen. Jetzt sind wir gewesen 12 Menschen in ein Stub, nicht Stück Betten, nur Streu auf der Erde und Blankets, Schwerbeddingen. Da gewesen eine ganz Jahr Zeit, sind wir dort gewesen. Und jeder hat gemusst arbeiten in Ghetto. If das nicht gearbeitet, hast du nicht gekriegt, kein Rationen. Ich habe gearbeitet in einer Uniform Factory am Mandir von Brick. Ich habe genäht Knäpplach. Die Arbeit ist nicht gewesen schwer, aber es ist gewesen 13 Stunden am Tag. Und sehr, sehr wenig Essen und wenig Schlafen. Und das ist über ein Jahr. Und dann Farber comes to my Schwager, and er sagt, ich habe gehört, there's going to be a Padlava tonight, an Aktie. Jedes Haus in der Ghetto hat gehabt a Platz, wie man kann sich behalten. Sie haben das gerufen Bunkers. Und das ist, wenn ich ausgefunden habe, mein Bunker ist ein Schafe, dort gewesen ein Loch in der Wand. Und die 12, uns 12 können wir rübergehen. Und der letzte Mann wird vermachen, die Tür und alles zeigen. In der ganzen Nacht sind wir dort gestanden, zwischen 2 Häuser. Der Dach ist gewesen offen. Es hat geschneit, es ist gewesen sehr kalt. Und wir haben gehört schießen eine ganze Nacht in Schreien. Wir haben gehört, wie Hund waren zerreißen unsere Schänen. Der Hund waren zerreißen die Schänen und wir schreien und schießen eine ganze Nacht. In der Früh ist gewesen still. Wir sind herausgekommen und wir haben gesehen, Menschen liegen in Schnee, zerrissen von der Hund. Und mein Gott, geschossene Menschen. Und Menschen sind herumgegangen mit Pferdlich und Wagens und genommen die Menschen und legen them auf die Wagen und genommen in the Ghetto Square.
in the Ghetto Square, und so haben sie zusammengelegt, alle Menschen, und die Nazis sind gekommen mit Gasoline und haben geschüttet Gasoline auf die Menschen, und sie haben gehabt a bonfire, a human bonfire in Bochnia Ghetto Square. What can I tell you? All right. Ihr wollt überhippen ein bisschen Zeit? Ja, because meine Geschichte nimmt 2 Stunden. Jetzt will ich noch sagen, als meine Schwester hat sich behalten, wir sind entlaufen von Bochnia mit dem Truck. 10 Menschen können dort sein, und wir sind raus von Bochnia zu den Grenzen von Polen und Tschechoslowakei. Und dort haben wir gehabt einen Mann, der hat uns rübergeführt, die Grenzen. Und von dort in Tschechoslowakei habe ich gehabt einen Onkel, ein Vetter. Und der Vetter hat uns genommen zu Ungarn. Wir haben dort rübergehen, die Grenze von Tschechoslowakei zu Ungarn. Es ist nicht gewesen also leicht. Aber wir sind gekommen zu Budapest. In Budapest habe ich getroffen meine Schwester Lola und Michael. Und mein Onkel hat uns genommen zu Munkac. Munkac ist, habe ich gehabt, meine ältere Schwester. Sie hat dort gewartet von mir. Und ich habe dort gehabt, meine Seides, meine Onkels, meine Vetters, meine Cousins, alle warten in Munkac. Und wir sind gewesen in Frieden für about 5 oder 6 Monaten. Und wir haben gewartet für mein Vater und meine Mutter, und sie sind nicht gekommen. So wir haben ausgefunden, wenn sie sind reingegangen in den Truck. Ein Farmer hat es gesehen und sie haben gekallt die Gestapo. Und alle sind rausgenommen, alle 10 Juden. And the driver was gewesen Polish, he's not gewesen Yiddish. Haben sie alle genommen zur Wand und geschossen. Alle 11 Menschen haben sie geschossen. Wenn es kommen an, die 10 fortige Tag, as es jeme tshuva. Hello, my Yiddish Freund. My Name ist Tanja Lefman. Ich bin a Holocaust Survivor. Will ich begrüßen in Namen of meine Organisation, was ist the Greater Holocaust Survivors of Greater Boston. Du sind die Survivors, die Kinder und die Enkel und die ihre Enkel kommen sind. Jetzt, als es geht kommen, Rosh Hashanah, wollte ich allen begrüßen und wünschen, a guten, süßen, a gesinnten und a glücklichen Jahr. Und wir hoffen, als nächstes Jahr wird sein Schulen in der Welt. Noch einmal, alles Gutes, als süßen guten Jahr. Ich wünsche es alles Beste, seid alle gesinnt. Bye bye. A guten Abend, hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das redet zu euch, Meir David. Wir haben ein Programm für euch, Motzei Rosh Hashanah, Erev Yom Kippur gemacht, und wir wollen erstens euch begrüßen zum neuen Jahr, wünschen euch
a gut gesund Jahr, a gut gebencht Jahr, a gemach Sima Teuwe. Auf unser Programm will wir spielen ein paar Auszüge von Menschen, was wir haben gehabt, Interviewen mit sehr teuren, verstorbenen Menschen, was sind verstorben in dem vergangenen Jahr. Nicht alle, was wir haben verloren, aber ein größer Teil, 4 Leben gebliebene. Sie seien Aaron Bell, der letzte Belsky-Bruder, Judy Altmann von der Heim Borojaner, die letzte Frau, was ich weiß, was ist geboren geworden und gewachsen in Städtel Jassen, was ich sage für die Städtel, in welchen meine Mama ist geboren geworden. Und sie ist gestorben im Alter von 100 Jahren. Nathan oder Nussen Gipsmann, was ist nicht lang zurück gestorben in Los Angeles im Alter von 100 Jahren. Und Avram oder Zoli, besser bewusst wie Zoli Langer, Oliver Sholem, was ist gestorben vergangenen März, dachte ich, in die tiefe 90er, originell von einer Städtel nicht weit von Uzhgorod, in die Karpatischen Bergen. Sollen sie alle haben ein Licht in Gan Eden, und ich hoffe, sie werden auch haben von sehr Auszügen von sehr Interviewen mit mir oder mit uns beim jüdischen Call. Und nach uns dann wollen wir euch spielen Begrüßungen zum neuen Jahr. Wir habt euch schon gehört, eine Sache von sie. Und euch ein paar Lieder von die größeren Chazanim, Lakovid Yantiv, was sind ein Pasek zu Yom Kippur. Und euch Pasek für Jisker. Ich hoffe, sie werden auch haben. Und haben von unserem Programm die Woche und euch die kommenden Wochen von einem ganz heiligen Jahr. Einen großen Dank für die Zuhörer und für die Unterstützer und die Beteiligten, speziell Sholem Beinfeld, David Brown, Chai Wolf und Leah Levitt. Und die alle Sponsors und Unterstützer und für euch, liebe Zuhörer. A gut, gesund, gebencht Jahr, a gemach Sima Teuwe. Shalom, Rav. This is Mary Ehrlich. I'm Mitglied von der Neigekommene. Und ich will euch zum neuen Jahr wünschen, ein glücklichen, gesunden und guten Jahr. Und wir sollen sich wünschen über ein Jahr Gottes. Shalom. Mein Name ist Rosalie Reschelbach. Ich will alle wünschen a gute, a gesunde, the bestes Jahr. Ich bin a member of American Association of Holocaust Survivors. Janet Stein is the president. Mein Mama und Tata gewesen Holocaust Survivors und gereden Jiddisch in der Heim. Und das ist gewesen mein erster Sprach. Und ich rede Jiddisch mit 6 Waben. Einmal am Monat, wir reden gleich Jiddisch. Und ich will wünschen zu allen der beste, gesunde, süßeste neue Jahr für alle. Shalom Aleichem, Doret Chaim Wolf. Ich bin der Verwalter von der Zico Bücher Verlag in New York. Ich bin der Schutzpräsident für die Hebrew Actors Union und ich bin der Direktor von der Jiddisch National Theater und ich bin auch ein Teil von der Verwaltung von der Shalom Aleichem Kulturcenter. So, ich bin dort die Kassierer. Mehr David hat gebeten, als ich soll begrüßen alle, ist in Namen von allen von meinen Organisationen und von Jiddisch Kohl, wo ich bin euch sehr verliebt in das, will ich alle begrüßen mit mein Wunsch für ein Git gebencht Jahr, ein Jahr mit Hatzloche, ein Jahr mit Parnasse und ein Jahr wie mit Schulen über die ganze Welt.
ob will sich verbinden mit mir in eine von meinen Organisations und will etwas lernen mehr, ist ihr könnt kicken auf unser Facebook-Blättel, was ist zicobooks.org, oder du kannst mir schicken einen Blitzbrief, Zicobooks, CYCOBOOKS @AOL.com, und du kannst fragen dann für andere Organisationen, also wie die Shalom Aleichem Kulturcenter oder die Hebrew Actors Union. Ich arbeite bei allen und wir hoffen, dass wir wollen etwas geht aufziehen, also wie mehr David tit für Jiddisch mit seinem Radioprogramm. Ich bin sehr zufrieden, was es hält mir von einer von seinen Chaveren. So, geht gebannt schür alle. Gemacht sie mit heute. Aaron, A-R-O-N, Bell, B-S-B-E-L-L. Von daheim ist Aaron Belski, B-I-E-L-S-K-I. In daheim, mein Tate Mama ist eine gewähnt in Stub, ist gewähnt koscher. Mein Tate fliegt davon bei Domen. Und als der Krieg hat sich angefangen, hat der Tate mit den Mamen gesagt, ihr seid jung, ihr seid gesund, man klebt im Wald, die Milchome ist nicht, die Milchome zu händigen, die Milchome ist nicht verständig, es kommen ein Ende zu den Deutschen und ihr wird überall die Milchome. Und mein Tate hat gehabt ein Mehl, wir sind ein gewähnt die 4. Generation in selber Stub, in selben Dorf. Sie 12, 13 Kilometer von Stadt Navarodok. Was noch wollt ihr wissen? Der Dorf hat geheißen Stankiewicz. Und unser Stub hat gestanden eine Meile vom Dorf. Wir sind ein gewähnt dort in der einzige Mischproche für Generations. Und das war eine See, hat man in 1941, in Oktober, haben sie gemacht, das Schritte in Navarodok. So haben umgeklebt, die Jiden von Arum Navarodok, von den Dörfern, 6.000 Menschen und sie haben ausgehärget. Angefangen Freitag und geendet Sonntag. 6.000 Menschen und dort sind gewesen meine 3 Brüder und der Tate mit den Mannen. In einer Zeit, in Anfang, sie haben arrestiert 2 Brüder genommen in den Turm herein, in Stadt. Hat meine Mama gedacht, mit den Taten, als immer hat sie gesagt, dass sie bringen Gold zum Commissioner, zu dem Police Commissioner, hat man ausgelassen, meine 2 Brüder. Sie hat gebracht Gold, aber es ist nicht genug. Hat man sie nicht ausgelassen. Und sie haben mir gehabt. Als sie haben mir gehabt, dann in Stadt, haben sie mir genommen in die Polizeistation und sie haben gefragt, wo sind meine 2 Brüder? Säuer und Sissel. Ich habe gewusst mehr weniger, aber ich habe nicht gewusst genau, wo sie gefunden sich. Ich habe sie gar nicht gesagt. Sie haben mich gestrascht, sie haben gemacht, ihr soll grob mal Grube allein für sich mit mir reingelegt in Grube. Sie haben gemosten, in die Grube ist es genug tief. Ich habe viele nicht gewähnt, was kann ich auch sagen. Danach haben sie mir rausgelassen und gesagt, geh ja heim. Und der Policeman, was hat mir arrestiert, ein Jahr später hat man ihn gehabt, mit dem gebracht verhölzernen Brick, mit angezündetem Brick, und einer hat ihm auch gehackt den Kopf mit der Hack. Und angeschrieben auf ein Stück Papier, da und da liegt der und der ist verbrennt,
von dem und dem, was hat getan, was ist gewesen, collaborator. Ja, der Defiance hat man gemacht für Amerikaner, nicht von mir. Der Defiance hat man gemacht zu machen Geld. Und der Film wird machen Geld, was noch kann ich sagen. The superstar is Daniel Craig from Britain. So, you know, such a superstar as he is, they must make money. No, everything is correct. Everything is correct. But it's a very small, it's sehr wenig von Leben dort. Von richtigen Leben. But the main movie is correct. Ich, Ele Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das Jüdische Kol, Ashnas Chaim Vesholom, Ashnas Geulo und Aksiba Vechsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt da rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt da rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Und alle Shnas Chaim und Sholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvey Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. Shalom Aleichem, alle. Das redt Leah Sporer-Levitt von Boston. Ich bin da der jüdische Lehrerin und Übersetzerin und einmalige Interviewerin auf dem jüdischen Kol. Und ich will heint ein Gruß schicken zu alle unsere Zuhörer von dem jüdischen Kol, als ihr sollt haben ein gesund, nachrichtig Jahr und ihr sollt leben von Kindern und Einiglach und alle, das gesund und naches. Und überall soll sein Sholem, befreit in Israel und Europa und Hawaii da in Amerika. Und lassen wir sehen, sich zu halten zusammen und da leben eine Sache naches. Ein gut, gesund Jahr euch alle. Okay, Mr. Gibsman. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Es ist ein sehr großer Kavod zu reden mit euch. A scheinem Dank, danke. Und ich will bei euch fragen, könnt ihr ein bisschen erzählen wegen eurer Zechroines von Bendin? Ihr seid ein Bendiner Geborener oder irgendwas anderes geboren geworden? Oh, in Bendin hätte ich gewähnt nur zu der deutsche Grenitz. Und Panus habe ich gewähnt, also ja, so. Mein Vater hat gerade ein Geschäft auf der deutschen Seite von Oibs. Und Loders Eiscreme und Schokolade und verschiedene Fruchten. Ein eigenes Geschäft? Ja, ein Geschäft, das ist ein Geschäft. Und jede Woche oder jede 2 Wochen, also ich komme vor 2 Tagen noch zurückgefahren. Und wenn der Milchum hat ausgebrochen, ich bin alt über 14 Jahre, ich bin geendet, die polnische Grammarschule, wo es 7 Jahre alles gewesen auf dem polnischen Curriculum. Und da muss der Milchum hat bald ausgebrochen, ich denke, also überhaupt, 3 Tanks sind gekommen, 5 Wochen nach in der Stutt und auf beide Seiten Militär gegangen, mit Bixen, ungemalt wird, mit Grün, mit Blätter. Und bald hat man gemisst haben neue Passports. Und jeder hat gemisst haben ein Mittelnamen Israel. Und Gelle Lattes hat man getragen? Gelle Latte hat man gedacht? Oh, das ist gewesen später, bald gewesen. Man gemisst trugen, wer hat Gewehr oder wer hat ein Radio oder wer hat etwas Schmuck oder Gold oder Silber oder wer hat Gewehr mit trugen auf dem Kopf zum Magistrat. Eine bald alles Gewehr mit jeden Tag Gewehr, andere Bekanntmachungen auf der Seiten, auf der Gassen.
als jeden Tag nicht gehen auf Tigras, weil die Deutschen haben sich herangezogen in die schönsten Buildings. Und in der Nacht habe ich bis doch herausgehen von den ganzen Gassen dort in einem Ghetto. Und man hat gemisst trugen, eine weiße Band auf der Hand zu nicht mit der Mugenduvet. Na, das hat mich gepeult, habe ich gemisst trugen, eine gelbe Latte da noch. Es hat auch nicht gepeult, aber ich gemisst rannahen, die gelbe Latte auf die beste Anzeige von der Ohrschnaden ein Loch und heranschnaden die Latte. Und gewähne jüdische Gemeinde, sie haben gemacht jüdische Polizei, auch hat. Und sie haben mal rausgeschickt, jede Woche oder jede Putok, gekommen Ordnungs zu der Gemeinde, zu der jüdischen Gemeinde, da muss ich Monik Meren, gewähne der Hauptmacher dort. Und gewähne verantwortlich, sie haben mal rausgeschickt, für den Tag bin so 500 Menschen, und für den Tag bin so 300 Menschen, für den Tag bin so 1000 Menschen, es ist gewähne, dem Kranko, yes, und es hat sich ausgeleitet und so haben ausgeräumte andere kleine Dörfer, bis sie gewähne jeden, oder Städtler, kleine Städtler und alles aranische Kapendien, aranisch zu anderen Familien zusammen gewohnt, in Ghettos, das ist gewesen. Ich bin gewesen, da bin ich gewesen an der Kurve, man mich getut aus, für 7 der Früh bis 7 der Nacht, 7 der, sein auf der Gart. So, die Schreine haben sich zusammengekommen, und sie haben gespielt Kuten, geredet Politics. Noch einer von den Schreinen hat gerade ein jüdisches Geschäft für Electrical Supply, Electrical Material. So, mein Vater hat gebeten, ob ich es geben von meinem Kind, ist alt gewesen, der muss völlig alt gewesen, 50 Jahre. Es ist gewesen, der Willkommen, 80 Jahre, so muss ich wegschicken zu der Forced Labor, zu den Arbeitslagern. Aber ich gearbeitet in der Electrical Supply Store und das hat mich geraten, wenn ich gekommen lag. Ich habe gesagt, dass ich bin ein Elektrician. Und sie haben mich gefragt, verschiedene Fragen. Und ich habe gewusst, das ganze Material, mehr wie eine, was hat mich gefragt. Ich habe Pest und ich habe gearbeitet als Elektrician. Und Betriebskontrolle, ja. Wie ruft man einen Elektrician auf Jiddisch? Was? Wie ruft man einen Elektrician auf Jiddisch? Electrical Monteur or something. Oder Elektriker. Elektriker, yes. Und ich habe, jeder, was hat gearbeitet, hat gemisst haben, eine Arbeitskarte in verschiedenen Kollegen gewesen. Wer hat gerade orange Kollege, like mein Vater, das heißt, hat gearbeitet bei einer jüdischen Arbeiter, hat man einen Ball da weggeschickt. Hat mein Vater einen Ball da weggeschickt lage. Ich habe gerade purple, wie sagt man, purple card. Das ist gewesen der beste Card, weil das Geschäft hat geschickt Material von den deutschen Fabriken. Und es hat mich ausgehalten. Ich habe gekannt, jeden Tag zu der Arbeit auf der deutschen, auf der Arien-Seite, also, da haben sie es gerufen. Und das habe ich gerade Masel, also ich habe gekannt, sein in Berlin bis 1943. Bis March 1943. Und da hat man mich weggeschickt in eine Arbeitslage. Und noch mich geschickt Blechhammer gewesen, Subcamp von Auschwitz, und bald mir gegeben eine Nummer auf der Hand. Ihr kennt Weisen? Kennt Weisen eine Nummer? Ja. Was ist der Nummer? 184, 828. Das ist gewesen meine Nummer. Ja. Und von dort habe ich gewesen, das ist nicht gewesen, also, ja, yes. But 1945, bald, wenn der russische Front gekommen ist, habe ich
müsst gehen auf der Dead March. Und wir gegangen mehr als 2 Wochen in der Schnee, in Holz und der Schiech. In der Schnee hat sich zugeklebt zu der Holz und der Schiech. Ein Fiese gebe Heche, aber der zweite kann ich gekannt mehr gehen. Aber ich muss ausziehen, der Schiech, umhängen auf den Schulter und raus nach Stückchen von dem Kotz. Und nach ihm gewickelt mir auf den Fies. Und dann sei bin ich gegangen. Und ich habe nicht mehr gehabt, kein Keuch zu gehen. Und ich muss sich gemisst halten, zu finden, was so. Und ich bin bereit gewesen, an niederzufallen auf 3. Und so haben wir so gehalten beide. In einer was gewesen, noch ein paar Militär, da kommen zu singen, ja Gott, feiner yes, Kopze Marsche, ich bin gekommen, zu sich. Und ich weiß, ich bin zurück lebendig geworden, ich bin gegangen. Ich bin gegangen, so in das Schnee hat sich jetzt etopiert. Und noch wieder gefroren geworden. Ich habe nach Nasserfies, bin reingekommen, kein Buchenwald. Zunächst bin ich immer kein Großrosen. Und von Großrosen bin ich kein Buchenwald. Ich ging zum Doktor, dort hat er mit ein Stückchen Papier umgewischt. Die Nägel gewesen viel mit Materie. Sucht er, also ein Guy, sucht er, das ist gut, also er hat gesagt, 7 mit Gunisch, 6 mit Guy, also was, ein Stückchen Marsch, gewesen mit Papier. Und so hat man Gunisch kein Schwimmvaseline, dann kriegst du ein Stückchen Peter jeden Tag von einer square Halbstückchen, oder dass das Sofa so der Leiter sitzen fies. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die 2 Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, weil wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Aber oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Mein Name ist Judith Altmann mit 2 N. In daheim mein Name ist gewesen anders. Ich bin noch gewesen nicht verheiratet. In daheim aber geheißen Bohorot Shanerova. BOHORODCANEROVA. Okay, ich bin geboren geworden in Jasin. Das ist gewesen ein Teil von Tschechoslowakien. Man hat es geriefen Podkarpatska Rus, die Karpatien Berge, Mountains. Und das ist gewesen der letzte kleine Stadt von der Tschechoslowakei. Es hat geheißen Jasina, Jasina. Und Asch ist gewesen der letzte Stadt. So das ist gewesen der Anfang von Tschechoslowakien und Asch ist gewesen der letzte Stadt in Tschechoslowakien. Es ist gewesen ein sehr schönes Leben. Ich bin gewesen eine Tochter, ich bin gewesen ein Kind von 6 Kindern.
Meine Eltern haben gehabt 6 Kinder, 3 mädlich und 3 jünglich. Meine älteste Schwester ist gewesen verheiratet, wenn ich bin gewesen 3 Jahre alt. So, es ist gewesen als 8 Jahren, 11 Jahre noch mein Bruder, was ist gewesen der 5. von die 6 Kinder. Meine Eltern haben gehabt ein Geschäft. Man hat verkauft alle Sachen, von verschiedene Sachen. Mehl, alles zum Essen und auch zu trinken. Und haben gehabt ein Geschäft, wie Menschen vielleicht kommen ankaufen. Meistens Sonntag. Sie haben gearbeitet die ganze Woche, aber Sonntag haben sie gehabt, Zeit anzukaufen. So, wenn sie dann gekommen in Ankäufen am Sonntag, haben wir alle wer sie noch gewesen nicht verheiratet, hat gearbeitet in Geschäft. Und uns haben wir gehabt, mein Tat hat gehabt, ein Geschäft, hat gekannt verkaufen Alkohol, man bedarf haben eine andere, separate Konzession für dem. Und für Tabak auch, in Zigaretten. Nicht jeder hat gekannt, das verkaufen. Man hat gemisst haben eine spezielle Permission, Erlaubung. Wenn ich bin geboren geworden, 11 Jahre nach dem nächsten Brüder, alle sind schon gewesen erwachsene Menschen. Nur mein nächster Bruder ist gewesen 11 Jahre, wenn ich bin geboren geworden. So, ich bin gewesen der Besinke. 5 von meinen Brüder und Schwestern haben schon Chassene gehabt. Und nur ein Bruder ist noch gewesen ledig. Und mein Tat hat gehabt ein Geschäft, man hat gekonnt kaufen alles. Von einer Niedel zu einer Key. Because für dem, because wenn gedacht haben, ein Key oder ein Pferd, mein Tat hat das gekauft bei den Bauern, bei den Goyim, und so haben gegriffen die Goyim, und hat es verkauft mit der Rewach. Und nachdem haben wir gehabt im Geschäft Tabak, und wir gekannt verkaufen, auch mit der besonderen Erlaubung. In Alkohol auch, Bronfen, in Bier, in Wein. Und haben wir gehabt einen größten Keller, wie uns haben wir den Wein gehalten. So, uns haben wir gewohnt in Yassin, ganz weit, 6 Kilometer von der Stadt. Und dort sind gekommen nicht jüdische Arbeiter von überall und haben gehackt die Bämer. Dort ist gewesen, uns haben wir exportiert als Holz. Euer Name? Oh, that's a hard thing. They called me Zoltan Erlanger. My Yiddish name is Chaim Yisroel Mordechai. They call me Zoli, but the Yiddish name I never changed. I'm born in a dorf called Minai, which is right next to Ungvar, 3 kilometers outside Ungvar. My Eltern sind going dort, meine Seite hat going dort, meine Elternseite hat dort gewohnt. Meine Elternseite in 1822. So weit kann ich gehen zurück, das ist gedenk. Heißt Moshe Yankov, und gehabt, dachte ich mir, 5 Seen und 2 Töchter. Die 5 Seen, der Älteste, ist mein Herr,
Zweiter geht man Seite, was er ist in Burg. Und dann gab 3 andere Brüder. 2 haben gelebt, einer ist gestorben, bevor ich ihn nicht gekannt habe. Ich habe nicht gekannt, die Kinder. Und dann, die Seite hat gehabt, also 5 Söhne und 2 Töchter. Und mein Vater gewohnt dort mit den Seiden. Ein Onkel hat gewohnt in der Stadt in Ungarn. Ein Onkel hat gewohnt in Michalovce in Slowakei. Ein Onkel, der jüngste Onkel, ist nicht gewesen verheiratet. Noch ein Onkel hat gewohnt in Village, which is next to Tisau in Ungarn. Und 2 Schwestern haben gewohnt, eine gewohnt in Nierethase und eine gewohnt in Ihel. Mama sagt, gewesen ein Spiegel, sie gehen vom Leben Munkatsch, a Platz called Velike Lutschka, Neudlutschka in Ungarisch. Sie gewesen aber 5-6 Kilometer von Munkatsch. Sie gehabt 2 Brüder und 3 Schwestern. Sie gewesen Jesaima. Der Vater ist geworden gehargert in 1918 in der Nigerian Revolution, right nach der Milchuma. Sie ist alt gewesen, damals 14 Jahre. Mein Tate in seinem Chassangarten 1926. Ich bin geboren 1927. Ich habe gehabt 4 Schwestern und der jüngste Brüder. Sind alle geblieben in Auschwitz. Except mein Tate gewesen mit mir im Lager bis 10 Tage bevor Befreien. Und dann ist gestorben im Lager. Und dann gar nicht kein hat man sich genommen auf Auschwitz. In Auschwitz haben wir gewesen nach 8 Tagen. Nach 8 Tagen hat man uns genommen auf einen Platz called Kaufering, wo es gewesen in Leben Landsberg. Und das ist gewesen about 50 Kilometer out of München. And it belonged to the Dachau camp. Gewesen ein Subcamp auf Dachau. Und befreit waren wir noch in Dachau. Ihr seid gewachsen in ein Dorf oder ein Städtel, ja? Der Dorf, ich bin gewachsen in ein Dorf. Der Städtel gewesen 3 Kilometer weg. Und sie haben gerne reingehen, just man gerne zu Füße, gerne auf der Bicycle, also nicht mehr 5 Minuten. Wir gehen härter Schule, not Shabbos, because after 1940, 1938, most of the younger Leute gehen in der Milchuma, in the Militär, so gehen kommen Minion. So gehen after 10 jüdische Families, but the Kinder, aber sind sie weg von der Heim, aber sind sie gewesen beim Militärschein. So Shabbos haben wir gehabt Minion, ja. Teure Zuhörer zum jüdischen Call. Ich fühle beämmes, als es geht zu Jontif, wenn nur ich gleich sich euch übergeben, meine paar Begrüßwörter für das jüdische Radioprogramm und beschass ich nutze euch die Gelegenheit, wie es ist mein Steiger, euch abzudanken, Meir Doviden, für einen kolossalen Auftu seinen, durchzuführen und aufzuhüten, ein jüdisch Programm durch die Radio Chwales, schon nach keinem Lohn von über 30 Jahren. A gut und a gesund Jahr Tovshin Pei Vov wünscht euch David Braun, was redet zu euch physisch von dem Lokal in der Stadt New York vom Jüdischen Wissenschaftlichen Institut JIVO, wo unser herbstlicher Semester Jiddisch-Kursen hat sich schon angehäuben und wo wir planieren schon dem winterdicken Semester Minikursen. Wir hoffen zu sein in Kontakt mit euch und wir hoffen, als ihr wird weiter sich zuhören und haben neu haben im neuen Jahr von der jüdische Radioprogramm, was Meir David bringt uns ein ganz keilig Jahr, also breitherzig. Seid alle gesund. Shalom Aleichem Achalamin. Du begrüßt auch Gittel Schechter Vishwanat, der Vorsitzender von der Jiddisch-Liga. Die getreue Ziehherres von des jüdischen Kol wissen aber, als die Jiddisch-Liga ist die einzige Organisation, was hat für ihr Schliches das Aufhalten im verspreiten Jiddisch wie ein handsartig, tagtäglich, sprudelig Luschen.
Die Jiddisch-Liga geht aus dem unikalen Journal auf den Schwell, in Ganzen geschrieben auf ein idiomatisch und latisch Luschen. In dem nächsten Nummer haben genommen die Feder in Hand unsere eigenen Lehners. Sie haben umgeschrieben Artikeln, Essayen, Zechroines, Lieder und Prosa, erzählt zum ersten Mal auf Jiddisch. In Hajur kommen uns erst 2 Maseltovs. Erstens ist Norwus heraus von Druck ein neues Lehnbüchel von 7 Peretz-Erzählungen, verkehrt und bearbeitet für Studenten von Moschele Alfonso. In dem ersten Chodesh allein haben sich schon verkauft mehr wie 100 Exemplaren, und das heißt, verkaufen sich wie Matzewasser. Zweitens, unsere Werte von der Woche, was gehen schon heraus sind 2013, wird Bar Mitzvah. Mazel Tov! 13 Jahre von Lernen unserer Mitglieder und Lehners Wörter und Ausdrücken auf unterschiedliche Themen, von Yom Tovim in Essenwerk bis Politik, Gesellschaft, und auf viele, wie so Chais reden auf Jiddisch. Ja, a Kuh merucket und a Chaser chrucket. Die Zahl Abonnenten auf unser Online-Wertebuch wächst aus von Tag zu Tag und betrifft jetzt knappe 3.500. Gefindt Tage euch, wie so immer sagt, das und das Wort auf Jiddisch. Habt da Kicker an auf EnglishJiddishDictionary.com. Wir mutigen euch, ihr sollt stützen die Jiddisch-Liga mit der breiter Hand, gedei unser kiemdicke Arbeit soll auch können weiter dienen bis 120. Geht zu leagueforyiddish.org und geht der Quetsch auf den Knäppele Donate. Wir wollen nachkommen a größen Jischkoich. Derweil wünschen wir euch, ihr sollt haben ein gut, gesinnt, gebencht Jahr in einer Welt von Schulem zwischen allen Völkern. Seid mir alle gesinnt und stark. Daher Zuhörer zum jüdischen Call, das hört zu euch Scholem Beinfeld, was ich auf dem Covid von Zeit zu Zeit zu interviewieren, interessante Gäste auf unser beliebter Programm. Die euch von Zeit zu Zeit kommentieren auf Unionen, was interessieren unsere Zuhörer. Heint ist der Indien, versteht sich, die jungen Neuen, was kommen an und befragt zum neuen Jahr sich übergeben an den Verhältnissen von dem vergangenen Jahr und unsere Hoffnungen für dem neuen Jahr. Wir haben durchgemacht ein schweres Jahr. Sei wie Jeden, sei wie Amerikaner. In Amerika ist die politische Lage sehr, sehr angestrengt. Unser der Milchome zwischen Israel und Hamas nimmt nicht kein Sof. Und in Verbindung mit dem wächst der Antisemitismus über der Welt, eingerechnet da in Amerika. Wir Juden haben durchgemacht, unerschüttert schwere Zeiten. Aber wir sind ein Erfolg von Betochen und wir haben die schwere Zeiten übergekommen und wollen die jetzige schwere Zeit euch überkommen. Sollen wir hoffen, dass das neue Jahr wird bringen bessere Zeiten. Und ich will wünschen alle Zuhörer zum jüdischen Call ein gutes Jahr und ein gesundes und alleweil soll sein Scholem auf unserer sündiger Erde. Leshone Tove Tikosevu. Shalom Aleichem und Leshone Tove, teure Freund und Liebhabers von Jiddisch. Da redt lieber Esel Gritz von dem Bostoner Arbeiterring, was wünscht euch ein süß und gesund nahe Jahr. Kommt verbringen mit uns auf Jiddisch, Ponem al Ponem und auf dem Internet, circleboston.org. Dem 25. September Jiddisch Sing. Dem 27. September Verbring Boston, Picnic in Park. Dem 9. Oktober Jiddisch Winkel. Dem 11. Oktober Konzert mit Eira Chonen Tempel. In Mitte Oktober haben wir Jiddisch Klassen von Anheber bis avanciert. Noch einmal circleboston.org. Seid mir alle gesund und stark. Shiva
Malkeinu, Oneinu, Vaneinu, Hiem Bonamasi. Asai Mano, Tzedaka v'chesed. Asai Mano, Tzedaka v'chesed, ve'hoshienu. Asai Mano, Tzedaka v'chesed. Asai Mano, Tzedaka v'chesed, ve'hoshienu. Avinu Malkeinu, Vaneinu, Vaneinu, Asai Mano, Tzedaka v'chesed. Asai Mano, Tzedaka v'chesed, ve'hoshienu. Avinu Malkeinu, Vaneinu, Vaneinu, Avinu Malkeinu, Choneinu, Vaneinu, ve'hoshienu. Rachamim, Shochein Bamerachamim, Hametzein Menachem Echoinu, Alekamtei Hashinu, Bemahalos Kedoshim u'teharim, kezohar rakia, meirim u'azirim. Hesed nishmois, Achim b'nei Yisroel,
Janek Reblinka Uveshar machnos Hashemov B'Europa Shenehergu v'shenisrefu b'chol misois meshinois v'yachzuriois. שאנחנו בניהם ובנוסיהם, אחיהם ויחוסיהם, נוברים צדוקו בידוס קורס נשמו אסיים. וגני דן תהיינה Galu rachamim yashirom seser kenufov leyo Elohim veitroir rachayim es nishmosom Der Hasen sucht uns mit der treurigen Nigen, als ein neuer Jahr kommt bei die erste Schliche suchen. Lieden laufen, Tickets zu kaufen, in Lieden gehen, mit den Reben sich sehen, benehmt sich Gräten zum Joim Hadin. Weil Leben wird man schreiben, wer soll leben bleiben? Bereich schon noch, Sevu Bereich schon noch, Sevu Uveyoim Zoim Kippur Yehosevu. In dem Tod von der Rosh Hashanah ist das Leben in Sekunde. Demut schreibt man jedens Quittel in dem Weg jeder Aveire. Hat sich sein Mittel Tishova, o Sefiva, o Zeraka.
Mohaviden es roya, Aber bald wieder joim hadin is paribel, kommt Ita heim von Schul, in Haupt und zu sündigen wieder. Frag ich euch an der Rabbe, zu wem hat ihr Teines, wenn es kommt euch an Rabbe, was mattet ihr die euch eines? Bereu schon no, ich kosevon, wie ein Zoim kiepur, Fortige Tell, a seres ye may tshuva. Hot jeder Ried bloß ein Sach in sein Machshuva. Zachereinu lechaim, melech ufeis v'chaim, v'chazvenu v'sefer ha'chaim. Gott soll uns gedenken, dem Leben zu schenken, zu dem Jud der Nacht. Ein Tzadik be'uretz, asher yalse tov, v'lo yechtu. Tus weißt berit, nicht tu ein Mensch auf der Welt, afilu a Tzadik, wo sündigt nicht. Und bete bei dem Rebbeinu shel Olam, Selach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Zachereinu lechaim, melech ufeis v'chaim, v'chazvenu v'sefer ha'chaim. Gott soll uns gedenken, dem Leben zu schenken, zu dem Jud der Nacht. Ot is Erev Yom Kippur, me chapt a Hund, me schluck Kapuris, me lost sie ihm ois, alle Zuris, joish v'choshek, vetam huis, läuft in die Schul und teilt mit Weiß. Und
a ganze Tug gefasst und geklugt. In alle Twilles gesucht, gebeten Sliche Mechile, in es halt schon Banile. In eurem Herzen wird ein bisschen geringer, in alle Jeden werden sie